Auf einmal ist es mir richtig heiß geworden. Kindergame-Show. Man macht so verschiedene Challenges gegen 2 andere Klassen von anderen Kantonen. Also es sind jetzt Appenzell Ausserrhoden, die nennen wir auch Herisau. Und Appenzell Innerrhoden, die sagen wir einfach Appenzell. Und St. Gallen, die haben da T-Shirt an. Es findet im Schulhaus statt, in der Turnhalle oder in der Schulzimmer. Da kommt drauf an, welche Challenge. Die Challenges sind in Level geteilt. Und halt in jedem Level gibt es halt dann immer wie mehr Punkte. Und der am Schluss gewinnt, und den Pokal über Plüschtieli und danach ihm die Welt dazu. Wenn keine Schule, das ist ja schon mal ziemlich okay. Es ist mega lustig, also vor allem es sind so Sachen, die du sonst nie machen würdest. Dass man einfach immer noch gewinnen kann, egal wo man ist. Im letzten Level hat bei der Challenge Adleraugs Team Appenzell gewonnen. Und in unserer Gruselküche hat Herisau am besten herausgeschmeckt, was ihren Trank drin war. In beiden Challenges letzt war St. Gallen, der mit 13 Sternen schon einen ziemlichen Rückstand hat. Appenzell hat im Moment 24 und Herisau 26 Sterne. Also, es ist sicher cool, wenn wir Erste sind, weil ich meine, also gut, es ist sicher mal, dass St. Gallen Letzte sind, gegen St. Gallen, aber Appenzeller müssen jetzt ein bisschen zusammenheben. Und die Appenzeller sind hinter uns, das finde ich jetzt auch nicht so mega schlimm. Wir haben gerade 2 Punkte Abstand auf Herisau und damit denken wir, das schaffen wir schon noch. Ja, wir sind eigentlich jetzt immer noch von der Rang die Letzten. Ich hoffe, wir holen bald auf. Du hast schon noch viele Challenges vor dir und es kann ganz schnell auch wieder kippen. Aber trotzdem tut man jetzt halt noch ein bisschen mehr mit mehr Motivation reinstarten in die nächste Challenge. Schafft es St. Gallen endlich aufzuholen? Du siehst es in der nächsten Challenge und in dieser wird es richtig heiß. Die nächste Challenge heisst von 0 auf 100. In dieser Challenge müssen 3 ein Feuer machen und schauen, dass es genug groß wird und genug heiß. Und die anderen müssen rennen. Man muss mit einem Schwamm voll Wasser, man muss so ein Parcours durchrennen. Bis wir bei einem Becher sind. Dann müssen sie mit dem Schwamm, den Schwamm leeren und den Becher auffüllen. Und das Team, das den Behälter zuerst voll hat, der auf Wasser so über ein Feuer tun. Der schnell das Wasser aufgekocht hat, der gewinnt hat. Wasser kocht halt ab 100 Grad und du machst auch Challenge von 0 auf 100. Es wird heiß hier bei SRF Kids Next Level und zwar genau jetzt. Damit hoi und willkommen. Schön schaust du zu bei deiner Game Show. Das ist die Challenge von 0 auf 100. Anschnallen bitte, es ist Zeit für eine hektische und sportliche Challenge. Die einen sind schon unterwegs, absolvieren den Parkour mit dem nassen Schwamm. Die anderen probieren parallel ein möglichst heißes Feuer zu machen. Und wichtig ist natürlich, dass man hier den Parkour in der vorgesehenen Richtung absolviert. Ja, genau, da musst du rundherum. Und der Samson ist der Erste, der den Schwamm ausdruckt. Für St. Gallen, die anderen folgen. Der Schwamm der wird sofort übergeben und weiter geht's. Ich sehe, das ist extrem schnell, extrem rasant, die ganze Geschichte. Ah ja, so, das ist gut. Ja, es brennt geil. Gut. Jetzt müssen wir kleine drauf tun. Die anderen haben es nicht geschafft. Doch, die da hinten. Ja, man schaut natürlich schon, was die Konkurrenz so macht. Zack, da zurück mit ihrem Schwamm. Sind gut gestartet, oder? Ja. Zack. Und die nächsten kommen dran. Der Schwamm soll möglichst wenig Wasser verlieren auf dem Weg zum Krug. Aber das ist einfacher gesagt als gemacht. Was denkst du, wie gut wärst du? Voller Einsatz von allen. Boah, da wird man ja fast schlecht. Also am Anfang, wo wir ja am Führer waren, sind wir 3 Runden oder so sind wir vor und dann sind halt die anderen schneller geworden. Unten durch, hey! Ja, richtig.
dass man hier den richtigen Weg nimmt. Der Amar wird vom Schiedsrichter zurückgepfiffen und muss nochmal durchs Hindernis. Also das Schwierigste war halt, dass wenn du so an der Tür gehst, nicht auf den Schwamm und ich kann schon so nicht zusammendrücken. Ja. Hey, ihr seid mega schnell beim Feuer machen. Wie habt ihr das gemacht? Keine Ahnung, unsere Lehrerin hat uns einen Tipp gegeben, dass wir es ein bisschen... Die Lehrerin hat einen Tipp gegeben, das ist immer gut, oder? Was war da die Strategie? Das Wichtigste einfach Teamwork. Nicht schnell, sonst haben wir nachher keinen Zünder mehr. Oh, das ist gut, Jungs. Im Mädel. Ohne innen brennt es nicht. So ist schlecht. Es muss ohne innen kommen. Es ist hier langsam warm beim Team St. Gallen. Ja. Wie läuft das da so? Wir haben ein super Feuer. Jetzt müssen wir nur noch ganz viel Wasser sammeln. Und dann wird etwas mit dem ersten Platz. Ich hoffe, Sie kommen schnell zu. Was ist denn eure Strategie da? Ja, jetzt tun wir gerade Schüttli drauf. Ja. Zum Glück ist schnell gegangen zum Anzünden. Ja. Haben wir wirklich mega Glück gehabt. Also der Malon ist halt bei der Feuerwehr und hat darum schon ein bisschen Erfahrung mit dem Feuer machen. Und der Leon hat dann so ein bisschen wie die Leitung übernommen und dann ist das gut gekommen. Voller Einsatz hier. Oh, beim Dennis, der stürzt. Der Levin überholt ihn sofort. Es ist eine enge Geschichte. Alle 3 Teams haben ungefähr gleich viel in ihren Krügen drin. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und hörst, wie laut das ist. Volle Unterstützung von allen Seiten. Wer füllt das Glas als erstes? Wer darf als erstes zum Feuer? Was ist da los mit St. Gallen? Sie kommen nicht so schnell Fürschi wie die anderen. Gerade sie, die so dringend ein paar Sterne brauchen. Und man muss extrem beweglich sein. Schnell, wiff. Und das sind hier alle Klassen. Aus Herisau, aus Appenzell, aber auch aus St. Gallen. Der ist jetzt dann gerade voll. Das heisst, vielleicht kann Appenzell jetzt dann gerade zum Feuer. Wer weiß. Das würde Zoe, Marus und Ayan am Feuer natürlich freuen, wenn sie bald den Becher bekämen. Das ist also eine enge Sache. Tatsächlich. Voll! Appenzell darf wieder zum Feuer. Wie geht's euch? Ein bisschen gestresst. Ein bisschen gestresst, ich lasse die arbeiten. Es ist streng da. Ja, das ist verständlich. Keine alltägliche Situation. Siehst du, was ich sehe? Herisau kommt jetzt dann gerade und füllt den Becher. Ich glaube, sie fällt Lange das? Nein! Es hat wohl nicht gelangt! Nein! Wie gesagt, den Schwamm richtig gut füllen, das ist eben auch wichtig. Hei, Herisau. Gut, St. Gallen freut, so können sie noch aufholen. Oh, St. Gallen, das wäre eure Chance gewesen. Uiuiui. Herisau hat den Kessel als zweites gefüllt, beziehungsweise der Kessel der geht jetzt übers Feuer. St. Gallen will jetzt natürlich nachziehen. Vollgas bei St. Gallen. Nein! Suesbach. Können wir nochmal mit vorne anfangen? Also, jemand ist gerannt und nachher hat er den Mass runtergekickt. Scheißegal, es ist immer Feuer. Scheißegal, ist egal. Dann kann ich gerade Wasser. Aber trotzdem haben wir halt einfach weitergeschaut. Hey, wir können trotzdem noch sehen. Der Krug ist zwar umgekehrt, aber er wäre mit dem Wasser von dem Schwamm voll geworden. Darum kann auch St. Gallen jetzt ans Feuer. Ja. Ich sehe, St. Gallen ist auch beim Feuer angekommen. Hey. Oh, es ist mega stressig, mega stressig. Mega stressig. Was macht es so stressig? Die anderen haben, ich würde sagen, so ein bisschen schlechter die Flamme als wir, aber sie sind schon früher dran. Also es brennt schon gut, oder? Ja, bei uns brennt es. Ja. Ich drücke heute die Daumen, dass es richtig schnell warm wird, da, das Wasser. Alle Teams jetzt also beim Feuer. Alle haben noch Siegeschancen. Bei wem erreicht das Wasser als erstes den Seidenpunkt? Im Wasserkessel drin hat es jeweils einen Thermometer, der die Temperatur misst. Appenzell ist gut unterwegs. Herisau holt auf. Boah, ist das spannend!
Das lodert wie der Wahnsinn bei Herisau. Hei, und der Kessel hängt. Wie ist das jetzt? Es fühlt sich gut an, wir sind gut dran. Ja. Ja, ich will wir auch jetzt meinen. weiter konzentrieren. Ja, ich lasse euch arbeiten, weiter konzentrieren. Das Feuer von der Leidenschaft brennt bei allen. Ja, Satan, Scheiße. Aufpassen, hä? Vielmal ist es mir richtig heiß geworden. Ab und zu musste ich einfach ein bisschen wegstehen. Ist nicht so hure. Und natürlich haben wir auch die Feuerwehr vor Ort, damit da gar nichts passiert. Herisau hat Appenzell überholt. Ja, die sind im Moment besser dran. Wird das eng. Ja, wir sehen, es ist noch nichts entschieden. Hey, ihr seid im Moment mit Abstand am heißesten. Ja! Ja! Ihr seid einfach gut dran, macht weiter. Wir sind kurz vor dem Ziel bei Herisau. Ja, Herisau 96 Grad, hinten dran 63, Appenzell, St. Gallen 73. Ui, 97 Grad, jetzt ist jetzt sogar zu weit. Egal. Wer ist zuerst bei 100 und gönnt die Challenge? Ja! Ja! Ich habe mich noch nie an sowas gefreut. Kennt das schon? Es ist Herisau. Wir haben den Sieger! Herisau, ihr habt gewonnen! Hey! Ihr habt gewonnen! Ja! Wie habt ihr das gemacht, dass ihr sogar Appenzell überholt habt? Luftig, die ganze Luft in der Blase, damit sie versteckt. Und nicht so schnell. Hey, grossartig gemacht. Ihr habt sie überholt. Mal schauen, wer jetzt den zweiten Platz macht. Hui, ist das spannend. Ja, wenn Herisau Appenzell überholt hat, dann kann ja das vielleicht auch St. Gallen noch machen. St. Gallen holt auch auf, aber Appenzell ist nicht mehr so weit von den 100 Grad vom Seidenpunkt entfernt. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen am Schluss dieser Challenge. Jetzt haben wir geschaut. Vollen Einsatz bei Appenzell. St. Gallen kämpft, sie sind am Ende der Gesamtrangliste. Bleibt das so oder können sie das jetzt ändern? Die ganze Energie wird da gefordert. Wer holt sich den zweiten Platz? Appenzell oder St. Gallen? Und wir haben jemanden, der zweit geworden ist. Appenzell, ihr habt es geschafft. Oh, St. Gallen. Die Enttäuschung ist gross. Ich verstehe es. Erzähl, wie streng ist das so gewesen? Ja, ist schon streng. Vor allem musst du immer wieder blasen, als es wieder weiter geschaut hat. Und das Feuer, musst du schauen, dass das Feuer nicht auslöscht. Ja. Ja, eigentlich ist es gegangen. St. Gallen, Leon. Was ist passiert? Schon wieder Letzte. Schon wieder Letzte, ja. Wie fühlt sich das gerade an? Gar nicht gut. Hey, aber Leon, ihr habt alles gegeben. Ich bin mega stolz auf euch. Seid bitte auch stolz auf euch. Hä? Versprochen. Ihr auch. Ihr habt das so gut gemacht. St. Gallen gibt immer Vollgut. Also das können Sie sich nicht vorwerfen lassen. Das machen Sie wirklich. Caramba, ist das heiß zu und her gegangen bei dieser Challenge. Calvin, wie heiß sieht es bei den Sternen aus? Jana Herisau ist am schnellsten auf Temperatur gekommen und holt sich den ersten Rang und somit 12 Sterne. Appenzell hat als zweites Wasser zum Kochen gebracht und holt sich 8 Sterne. St. Gallen ist auch in dieser Challenge auf Platz 3 und bekommt 4 Sterne. Es ist für uns halt nicht so gut gelaufen. Aber wir geben trotzdem nicht auf, weil wir können ja noch gewinnen. Da von vorher kann man jetzt nicht mehr zurück tun.
probieren weiterzumachen. Wir uns einfach weiter konzentrieren, wir uns anführen. Voll drin. Mit Freude und Teamwork. St. Gallen mittlerweile ein bisschen abgeschlagen auf Rang 3 mit 17 Sternen. Es ist aber noch gar nichts verloren. Appenzell kommt nach dem Level auf insgesamt 32 Sterne und bleibt auf Rang 2. Mit mittlerweile 38 Sternen an der Spitze ist die Klasse aus Herisau. Wir haben einen fetten Hauptpreis hier in dieser Game Show. Die Klasse, die gewinnt, die gewinnt das Nachtschwärmerprogramm vom Walter Zoo. Das Nachtessen am Feuer, eine Führung in der Nacht durch den Zoo, Pfusen im Tipi und am nächsten Morgen noch hinter Kulissen vom Zoo schauen. Dazu der hier fürs Klassenzimmer und der Herzigkeit. Eieiei, langsam aber sicher geht es ans Eingemachte hier bei SRF Kids Next Level. Wie ist die Stimmung so da? Gut! Ja gut, bei Herisau ist sie natürlich gut, aber allgemein ist für alle noch alles möglich an dieser Stelle. Tatsache ist aber, in dem nächsten Level da zeigt sich, welche 2 Klassen ziehen die in unserem grossen Finale. Und es wird taktisch. In der Challenge Schach hoch 3 werden die Nerven von allen so richtig strapaziert. Jetzt hast du König geschaut, das Schlaue, Mann. Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ja. Für alle 3 Klassen ist es noch möglich, ins Finale zu kommen. Die Klasse, die am Schluss dieser Challenge am wenigsten Sterne hat, von der müssen wir uns kurz vor dem grossen Finale verabschieden. Es ist halt das letzte Spiel zum Finale und wenn du verlieren willst, ist es halt ein bisschen, ich würde sagen, so, ist dann halt schon noch ein bisschen traurig. Und wir müssen jetzt einfach hoffen und hoffen, dass es das letzte wird. Welche das ist, erfährst du in der nächsten Folge auf srfkids.ch oder YouTube SRF Kids.